So Leute, willkommen zurück. Ihr seht schon, ich bin irgendwie wieder ein bisschen weiter reingedacht. Also aus dem Grund, weil ich testen wollte. Oder oben ist er war. Schon hervorgehoben. Weil ich da mit dem Gegner wechseln und sogar fliehen testen wollte. Wie das funktioniert. Also, wenn wir jetzt hier drauf sind, dann sind sie eigentlich gelockt, oder? Zweimal L3 und weg. Also bin ich jetzt auf der PS4-Tastatur. Tastatur sage ich schon. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt da drauf bin, oder? Der wird zwar immer noch gelockt. Wenn ich jetzt einmal L3 mache, dann kann ich den Fokus switchen. So, jetzt sind beide auf mir drauf. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, jetzt ist der wieder gelockt. Und dann... Ja, einmal, zweimal geht er mir nicht. Also wenn ich auf einmal gelockt bin, muss er quasi, kann ich mit L3 raus. Und dann kann ich mit dem Tastenkreuz sagen, rechts, jetzt ist der gelockt. Beziehungsweise vorgelockt, dann muss ich nochmal draufhauen, damit er richtig gelockt wäre. Ist ein bisschen seltsam gemacht, das Ganze. Das quasi einmal zum Entlocken, dann muss man mit dem Cursor das Ziel auswählen und dann nochmal locken. Und das gelockte Ziel wechseln direkt geht nicht. Das musst du halt so machen. Gut, ich meine, es ist ungewohnt, wenn man es weiß, ist kein Problem mehr. Und das war mein Problem in der letzten Folge. Aber jetzt ja nicht mehr. Sehr schön. So, dazu übrigens diese Dinger hier, das sind Insekteneier. Die auch ein bisschen pulsieren. Ich glaube sonst, vielleicht würden die mit der Zeit irgendwie, wird was rauskommen. Kann sein, kein Plan. Ist mir eigentlich auch egal. Hä? Wir haben sowieso was anderes vor Richtung Norden. Nein! Okay, da kommt es bereits. Bevor es soweit ist. Item, ich würde mich gerne ein bisschen pushen. Warte mal. All Debuffs, okay. Auch nicht so schlecht. Was denn? Be detected by enemies. Das Viech ist leider echt ein bisschen übel und dann... Skill Lock, Ability Improving Innovation zum Auswählen, das gebe ich gerne viel, ja. So. Jetzt aber zum letzten Mal. Wir wissen ja, alle guten Dinge sind 3. So. Das war knapp. Bin leider immer noch auf ihn drauf. Ah, nee, jetzt nicht mehr, okay. Was? Haben wir aus dem Move rausgeschleudert? Finde ich tatsächlich nett von ihm. Momentan sieht es ein bisschen einfacher aus, aber das kann sehr schnell täuschen, Freunde. Ein Bluteffekt vom Gegner drauf, der hält echt lange, muss ich zugeben, also... Nö, vergiss es. Also auch nur noch powerful. Kirito, mach was!
Super. Oh, ich hab verbluten auch noch drauf. Was macht der für Damage immer? Und vor allem warum? Oh nein, der Quatsch wieder. Den ich irgendwie so schlecht timen kann. Ich will wieder ganz kurz switchen. Der Bluteneffekt von dem Viech ist übel, ey. Der nimmt mir so viel ab. Das wäre jetzt ein normaler Angriff gewesen. Den hätte ich eigentlich sogar kontern können. Muss ich viel besser darauf achten. Viele kann eine gute Auswahl, da machen wir jetzt weniger Sorgen aktuell. Nein, vergiss es, nicht wieder anspucken, du kannst mich mal. Ja, kommt was, ich sehe nichts. Oh oh, Kirito weg da! Bluten ist klar vorbei. Ernsthaft? Oh, genau, jetzt hat er dann gemacht, okay. Wesen Eier platt machen, bevor er schlüpfen kann. Haben wir schon alle? Ich glaube schon. Nein, da hinten ist noch eine. Ist er sauer. Nein! Oh! Oh Mann, ich hasse Scheißviech. Nein, aber der falsche, scheiße. Und wenn der mich jetzt nicht alles kosten mag am Schluss. So weit, so gut fürs Erste. Ja, Kampf dauert zwar ein bisschen, aber ich habe ihn jetzt langsam ein bisschen im Griff, obwohl ich wieder blute. Wie ein Schwein wohlgemerkt. Mann, den Quatsch wieder. Okay. Er gab den Zustand nicht. Interessant. Ja, hau ab, tschüss.
So, auf ein neues. Den wieder. Oh. Sie haben einen Grund, ich verstehe nicht ganz warum, aber die Attacke machen irgendwie viel weniger Schaden. Ah. War Deko. Oh, ein Vieh, was so viel von Stardust Stream frisst, ist echt nicht schlecht. Ja, schon wieder. Ich blute wieder mal wie ein Schwein. Bringt einfach nichts. Nee, kann ich vergessen, ich kann irgendwie so einen Bluteneffekt. Wenn ich mich anwirke, kann ich irgendwie nicht heilen. Vielleicht habe ich da was irgendwie verpasst oder so. Oder vermutlich. Und es gibt eine logische Erklärung, wieso ich es nicht kann. Ja, oh, bringt mir gar nicht viel, was ich da treibe. So, 2 Balken sind weg, jemand schon mal etwas. Bluten hält noch ein bisschen an, natürlich kann es anders sein. Also war den Quatsch wieder. Ja, hätte ja klappen können. Oh, ich dachte gerade ernsthaft, würde jetzt irgendwie wieder so ein Eier legen. Oh, hat er ja. Nein, das sind die anderen. Sag mal. Ja, komm schon, Starburst Stream. Gerne mal einen Heilungszirkel einsetzen. Geh mit euch auf anzugreifen! Ah. Ich hoffe wirklich, dass sie das bei Holo Realization geändert haben. Schon wieder? Man muss auch immer die gleiche Scheißattacke machen, die ich nicht kontern kann, nicht blocken kann. Gut, den könnte ich theoretisch kontern, den letzten, stimmt. Wenn ich es wüsste. Frische Verblutung, dankeschön. Hab's aber gesehen, Alter.
Das ist eigentlich nur Level 85, wie können die so schwach sein? Kannst du die Vergiftung nicht mehr heilen. Alter. Also meine Kristalle, Heilungskristalle kann ich bei dem vergessen. Ah, das ist auch eins von denen. Okay. Ja, was mache ich jetzt gegen den? Okay, sind beide Dinger wieder weg. Natürlich hat er mich. Oh, genau jetzt, wo ich auf ihn zugerannt bin. Der boostet seine Defense. Alter, da kriege ich ihn noch nie down. Okay, den einen Kristall auf viele anzuwenden war wirklich Gold wert. Hä? Wo? Ah! Den ganzen Heilungskristall einsetzen. Super. Aber abgebrochen? Tatsächlich. Viele muss ja unglaublich gut im Ausweichen mittlerweile sein. Mann! Ich kann nichts mehr einsetzen, der Boss ist so scheiße. Du kannst jetzt aber vergessen, jetzt kommt Starburst und dann war's das. Oh. Ja, fast noch schlimmer als das Skull Reaper Dingsbums. Ja, schön. Was? Das waren schon alle? So schnell geht das? Also ich bin natürlich froh drum. Oh, bin ja froh drum. Aber so lädt jetzt doch noch gut. Ja, vielleicht haben die Entwickler selber gemerkt, oh, jetzt haben wir ein bisschen zu viel gemacht im Spiel. Vielleicht besser jetzt schnell beenden. Fix you ever. Juvilia. Nervös. So, ja, der 1 Grad verbietet, oh nee. Ah, wobei, warum eigentlich nicht? War okay, wir zurück in Egel Shop. Und mal gucken, was sie zu sagen haben. Boah. Gut, wenn es natürlich jetzt der letzte Arealboss war und nach dem Skull Reaper und so. Ja, die waren eklig. Aber am Schluss ging es gegen das scheiß Skorpion-Dingsbums-Viech. Administration Area. 確かそのコンソールからプーが計画したアップデートを止められるんだよね。ただし本人の認証が必要なので、フィディアさんもそのコンソールがある場所へ行く必要があります。キリトさん、ちょっとお聞きしたいことがあるんですが。Ja. ですね。その管理区の地下って場所には危険はないんでしょうか。Wer weiß, wer weiß. かなり危険って大丈夫なの？聞いている限りだとちょっと心配よね。
まあ用心に越したことはないから準備はしっかりしておきなさいよ。キリト君 Careful. Ja, 信じてる。 natürlich. Nur mal ganz kurz, weil ich das noch interessant finde. Wir sehen eigentlich alle von unserer Truppe bis auf Stria. Die ist irgendwie, ja, mit den Events zum Holo-Area hat die offenbar irgendwie nichts zu tun? Fragezeichen. 別に用事は特にないんだけど、管理区の地下に行く前にキリトとゆっくり話したくて。ダメかな。探索ばっかりだったもんね。キリトと会う前は管理区すら入ることができなかったし、不安でいっぱいだった。けどキリトのおかげで今は私も前に進めてる。 Ist doch cool. そうかな。もしかしたら気持ちの問題かな。 Gefühle? 私ずっと自分が偽物かもしれないって思ってたし、キリトと一緒にいてもこの人は私とは違うんだなって、そういう暗い気持ちを持ってた。 Ah, das meint sie. だけど今は私もちゃんとキリトと同じ人間なんだってそう思えるようになった。でもね、そしたら今度はまた別の気持ちが湧いてきて。 Das wäre? 同じ人間なのにどうしてキリトはこんなに強くて、どうして私はこんなに弱いんだろうって、そんな気持ち。キリトが言っているのは戦闘の強さのことだよね。私が言っているのはそう心の強さかな。 Die Stärke des Geistes. だってホローエリアに迷い込んだ時、私はずっと怖くて怯えていたのに、キリトはワクワクしていたり、オレンジカーソルのエラーのことだって諦めかけていた時も解決する方法がないか探し続けてくれたでしょ。それにキリトのことを裏切ったのに私を受け入れてくれた。 Ja, so ist er halt. 正直すごいなーって。管理区の地下に行くことが決まってからだって私は怖くて不安で、だからキリトに勇気をもらいたかったんだ。呼び出した本当の理由はそれなの。別に励ましの言葉が欲しいとかそういうのじゃないの。こうしてそばにいてくれるだけでもっとキリトといろんな場所に行きたいとか、いろんな思い出を作りたいって思えるんだ。だって現に今も管理区の地下に行く勇気が湧いてきたもん。 Klingt doch nicht schlecht soweit. 私が Your spirit is strong. キリト、よーし、キリトにたくさん勇気をもらえたから、もうオッケー。管理区の地下に行く準備ができたら Jo. 絶対待ってるね、キリト。 Also mal das ganz Normale, wa? Kirito, der Weiberheld, ja, eine Frau mehr. Wenn man so will. Aber Igel kann ich nur verkaufen. Ich hätte gerne wieder mal einen normalen Itemshop, weil, ja, aber jetzt ein bisschen was verbraten.
Vor allem was den Blutendeffekt heilen betrifft und so, weil das irgendwie gar nichts gebracht hat. Ist irgendwie schon krass. So, da ist der Shop bei Liz. Kann ich hier der Itemladen? Was sagen wir, normaler Itemladen, wa? So, Geld ist kein Problem. SP braucht eigentlich auch so eher weniger, wa? Der wäre nicht schlecht. Der ist aber echt teuer. Ich finde es schön, dass bei jedem Item automatisch steht, wie viel ich schon bereits habe. Ja. Dualistenkristall, das ist eigentlich auch damit ein SP, wa? Ist ja cool, aber irgendwie brauchst du selten. Paralysiert bin ich zwar eigentlich auch eher weniger. Fluchbär haben bisher eigentlich auch selten gebraucht. Vielleicht brauche ich es plötzlich mal, wer weiß. Wie viele Teleport-Kristalle kann man eigentlich tragen? Nochmal so gefragt. 99? Ja, 99, okay. Hätte man das auch geklärt, Leute. Ansonsten, ja, ein paar Dinge hier haben wir noch. Und was mal alles mal war. Gut, ja. Soll sein krumm, ich würde sagen, kurz ins Hollow Area können wir mal noch. Zum Gucken, ob wir eigentlich schon auf dem richtigen Weg wären. Level 116, tja. Das irgendwie reicht theoretisch. Ich meine, bisher hat es eigentlich immer irgendwie da noch gereicht. Aber wenn es zum Teil ein bisschen knapp wurde. Administration Area. Oh, when you're ready for the final battle. It's the final battle. It's the final battle. Lalalala. La. Jetzt ist er plötzlich wieder da, okay. Kann der auch interagieren? Ah, die Musik, hey. Da steht eine ganze Soße hier auf der Welt. So viele Administration Areas gibt. Das ist also Kontrollräume. Ist ein bisschen. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber okay, gut. Ja. Ja, also kannst sagen, was du willst. Wir haben hier ordentlich aufgeräumt, wa? Hollow Area und so. Geil. Also Freunde, nächste Folge, keine Ahnung, vielleicht sogar schon der finale Part im Hollow Area. Wenn wir hier soweit durch sind, würde ich dann aber doch mal sagen, geht es in 1 Grad weiter. Außer, dann kann ich überlegen mit den Hollow-Missionen von einzelnen Charakteren. Ich kann ja mal gucken, ob die irgendwie besonders mühsam sind nach dem Bewerten. Prinzip des Spiels. Ja, quasi einfach rumlatschen, ein bisschen plaudern, von wegen, Kirito, du bist der Größte und so. Dann noch eine, irgendwie mit einem sexy Abschlussbild oder so etwas. Ihr wisst schon, was ich meine, wa? Aber sowas in der Art ist so vielleicht doch ein bisschen spannender. Je nachdem vielleicht doch noch zeigen, weil es gibt sowieso, glaube ich, für jeden Charakter in unserem altbekannten Team, sag ich jetzt mal, von Friends. Also sprich eigentlich Asuna, Silica, Liz, Lifa und Sino, das sind schon alle. Die haben alle sowas in der Art. Jeweils eine eigene Hollow-Mission. Die anderen wie Yui, Strea und natürlich auch Filia haben das halt nicht. Ja, und ansonsten dann eben die restlichen 9 Ebenenbosse machen. Da habe ich schon mal erwähnt, ich werde nicht machen, sondern die ganzen Ebenen selber zeigen oder so. Wird es direkt zu den Bossen gehen, beziehungsweise falls irgendwas Besonderes noch wäre. Spezielle Cutscenes und so, die natürlich auch noch zeigen, aber ansonsten wirklich nur noch die Endboss-Kämpfe und das Spiel abschließen. Demnächst. Aber erst einmal Hollow Area abschließen, in der nächsten Folge dann. Hoffentlich. Mal schauen. Bis dahin, ciao zusammen.